Es ist schon wieder mal Dezember. Für mich die schlimmste Zeit im ganzen Jahr. Das Weihnachtsfest steht wieder mal mit all seinen Grausamkeiten vor meiner Tür. Ich hasse das verlogene Getue der Menschen, die nicht einmal genau wissen, weshalb das Fest überhaupt gefeiert wird. Naja, zumindest einige davon. Der Gang durch die Straßen der Stadt gleicht ein Horrorkabinett. Überall stehen fette Weihnachtsmänner in verfärbte, rotähnliche Kostümen, einem weißen Bart und einer weiß gelockten Perücken, an denen seitlich die echten Haare durchblinzeln. Kinder stehen in einer Reihe hintereinander, um dann auf den Schoß von dem Knastbruder zu sitzen, der mit dem Job ein wenig Geld verdienen möchte, und warten gespannt auf die alles bestimmende Frage. Warst du ein brav, mein Kind? Nach der Arbeit macht der Nikolaus eine kurze Pause, raucht eine halbe Schachtel Zigaretten an ein Stück, trinkt eine oder mehrere Flaschen Bier und bricht wahrscheinlich danach den nächsten Zigarettenautomaten auf. Na dann fröhliche Weihnachten. Also wie gesagt, ich hasse Weihnachten. Nicht ohne Grund. Meine Mutter hat das früher kaum abwarten können, bis die Weihnachtszeit kommt und sie der Abendhimmel rot färbt. Schau mal, Schatz, das Christkindl backt Weihnachtsplatzl. Und ich Trottel glaube ich natürlich, in meiner kindlichen Unschuld, und suche wie blöd den Himmel ab. Danach verschwindet sie in der Küche, rührt Unmengen von Dorgo, besteht darauf, dass ich den klipperigen rohen Dorg aus der Schüssel schleck, da das ja alle Kinder gern machen, und backt dann stundenlang wie von Sinnen. Ich muss dann jede einzelne Sorten probieren, und ich hasse Weihnachtsgebäck. Mir kommt das Zeug schon fast aus die Ohren raus. Jeden Abend wird eine frisch gefüllte Schale auf unserem Wohnzimmertisch gestellt. 4 Wochen vor Weihnachten, bis weit in den Februar rein. Jeden Abend Weihnachtsplatzl. Schon allein der penetrante Geruch nach Zimt lässt bei mir Übelkeit aufsteigen, die ich kaum noch verbergen kann. Mein Vater und ich schließen einen Pakt, und immer wenn meine Mutter schläft oder plötzlich zu Freund, Verwandte oder sonst irgendwo hinbringt, verstauen wir immer einen Teil der übrig gebliebenen Köstlichkeiten im Keller, auf dem Dachboden oder vergrammtes Teig im Garten. Der Versuch, den süßen Dorg im Klo verschwinden zu lassen, schlug leider fehl. Und der Installateur, der die Verstopfung bereinigt hat, fragt sich wohl heute noch, was das für ekelerregende Massen war, die er da beseitigt hat. Mein Vater und ich schweigen natürlich, da wir wissen, was uns erwarten hat. Kommt die Schandtat ans Licht. Allein der bloße Gedanke an das verflixte Naschwerk treibt mir heute noch eine Gänsehaut im Buckel auf. Aber noch viel schlimmer als das süße Zeug ist der Gesang. Menschen, die vorher noch niemals einen Ton halten können haben, stehen jetzt beieinander, eventuell noch Arm in Arm geschlungen, um einen zum Tode verurteilten Weihnachtsbaum und singen: O Tannenbaum, wie groß sind deine Bladel? Jeder halbwegs gescheite Mensch zieht sich zu dem Zeitpunkt kopfschüttelnd zurück und macht sich doch Gedanken über das Lied. Wie groß sind deine Bladel? Bladel, um Gottes Willen. Das war der erste Nadelbaum, der keine Bladel hat. Doch es geht noch weiter. Ich möchte damit sagen, es kommt noch schlimmer. Im ganzen Haus verteilt stehen Figuren. Weihnachtsmänner mit einem dicken Bauch und rot-weiße Kutten. Kein Mensch weiß, dass dieser Werbegag von Coca-Cola war. Wirklich. Die ersten Weihnachtsmänner haben noch festliche, farbige Gewänder gehabt. Keine rot-weißen. Aber das ist natürlich kein von den Weihnachtsfanatiker bekannt. Die armen Kinder werden in der erfundenen Werbewelt großgezogen, die eher den Bezug zum wahren Leben rauben. Mutter, sind alle Kier lila. Wo kommt das wohl her? Das arme Kind hat noch nie eine echte Kuh gesehen und glaubt der schöne Schokoladenwerbung. Wie groß muss die Enttäuschung sein, wenn die erste Kuh, die dem Kind über den Weg läuft, ein verwaschenes Braun hat? Weihnachten. Kommen wir zur nächsten Liebe. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Alle Leute finden sie in der Kirche ein und werden von einem Mann schwarz darüber aufgeklärt, was irgendwelche Apostel damals gemacht haben. Ein paar sitzen in der Bank rein schluffern. Ein paar andere haben Dinge im Kopf, die in der Kirche fehl am Platz sind. Da fällt mir spontan die Frage ein, weshalb sind alle Kirchdiener schwarz angezogen? Nach einer Stunde der Besinnung lässt der Pfarrer sein Kerl durch die Menge wandern und bittet um eine kleine Spende für die Bedürftigen der Welt. Dass er damit sich gemeint hat, wird natürlich wesentlich verschwiegen. Kann das schon die Antwort auf meine Frage gewesen sein?
Jeder gibt mir ein Lächeln im Gesicht, ein paar Münzen. Und mit zusammenbissen die Cent schluckt man die Frage ab. Weshalb man eigentlich das ganze Jahr Kirchensteuer zahlt und keiner weiß, wohin das Geld verschwindet. Ich hab da so meine Ahnung. Da ich schweig und hoffe, dass es wirklich eine Hölle gibt. Ja, das wird frei sein, wenn sie dort die gesamte Kirche wiederfindet. Aber gut, lassen wir das. Habe ich denn bereits erwähnt, dass ich Weihnachten hasse? Kommen wir zum Fernseher. Wie jedes Jahr genau das gleiche Programm. Seit Jahren werden eine Woche vor Weihnachten die alten Fernsehhefte einfach kopiert und als neu verkauft. Bisher hat noch keiner gemerkt. Passt einmal im nächsten Jahr auf. Kennst du einen Ebenezer Scrooge? Natürlich. Jeder kennt den armen Hund, der an Weihnachten von 3 Geistern heimgesucht wird. Der Geist der Vergangenheit, der Geist der Gegenwart und der Geist der Zukunft. Tja. Und dann ändert sich der krankhafte Geizhals innerhalb von 3 Stunden und wirft mit seinem wohlverdienten Geld nur so um sich. Hätte er wirklich Geld gehabt, dann hätte er sich eine Killerbrigade gekauft, die den 3 Geistern den Geist auch gemacht hätten, oder? Du merkst, ich bin ein bisschen entzürnt. Normalerweise bin ich gar nicht so. Nur an Weihnachten. Da, das finde ich geil. Vor mir ein großes Kaufhaus. Die Auslage voll mit Donnerbaumschmuck. Zum super Sonderpreis. Ha! Die alten Dinger liegen schon seit 10 Jahren in dem Regal. Werden bloß jedes Jahr abgestaubt und als Neuware zum Sonderpreis an dumme Weihnachtsblindgänger verkauft. Und die denken noch, sie hätten ein super Schnäppchen gemacht. Ja, das ist Weihnachten. Liebe, das ist mein Stichwort. Maria, die Mutter von Jesus. Ja, wir erinnern uns, wird schwanger. Obwohl sie keinen geschlechtlichen Akt gehabt hat. In Fachkreisen als unbefleckte Empfängnis bekannt. Ja, das soll es wirklich geben. Ich bin mir da nicht so sicher, ob im alten Israel wirklich schon mit Retortenbabys experimentiert worden ist. Also was jetzt? Alles ja klar wenig gelungen. Oder nur vom Sinn her falsch verstanden. Vielleicht gibt es ja gerade keine Flecken bei ihm. Aber gut, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Zurück zu Weihnachten. Es gibt natürlich auch schöne Dinge. Man soll ja nicht alles negativ sehen. Weihnachtsgeld. Das Stichwort in die Menge geworfen. Bloß jeden Zahnarzt sofort ein Bleicher, wenn er die strahlenden Gesichter sieht. Wobei wir da ganz schön blechen müssen. Da kriegt man für seine Arbeit Mühe geschenkt und der Staat hält tüchtig seine Taschen auf. Und das sogar zu Weihnachten. Apropos Geschenke. Ich verschenke jedes Jahr das Gleiche. Jeder kriegt ein Bierchen. Ich achte dabei darauf, dass es sich um mehrere in sich abgeschlossene Bände handelt, die die Beschenkten dann untereinander noch tauschen oder verleihen können. Da hält die Freude über das Geschenk fast das ganze Jahr. Glaube ich zumindest. Ich selber kriege immer Parfüm. Einmal habe ich mich vor Jahren geäußert und gesagt, ich hätte gerne eine Flasche Davidoff. Cool Water. Mittlerweile kann ich den Hersteller damit beliefern, falls er mal einen Engpass kriegt. Ich freue mich schon auf das Flaschel. Geschenk. Das ich in dem Jahr krieg. Ja, Weihnachten. Jetzt fällt mir noch das Schärfste ein. Kennst du Nicola? Eine emanzipierte Blondgelockte. In einem rot-weiß gestreiften Minikleidl. Zur vernaschenen Schokoladenweihnachtsfrau. Steht im Regal. Ich schwör das. Wird der Weihnachtsmann verdrängt, kommt eine kleine Weihnachtsfrau mit einer langen Ruten. Sozusagen eine kleine Domina. Mir wird Weihnachten von Jahr zu Jahr unheimlicher. Hast du schon bemerkt, dass Weihnachten jedes Jahr früher anfängt? Kaum hat sich der Bauch von dem Verzehr der wohlschmeckenden, bereits zum 8. Mal eingeschmolzener Osterhasen wieder ein bisschen entspannt, erscheinen urplötzlich ein paar Wochen später die ersten Frühweihnachtsmänner, die meist an Oktober nicht überleben. Die Kinder freuen sich. Weihnachten das ganze Jahr. Toll! Ein großes Dankeschön an die Großhandelsketten, die unseren Kindern die Freude machen. Ja, was soll ich viel zu Weihnachten sagen? Oh mei, schon so spät. Jetzt muss ich mich aber schicken, da meine Freundschaft auf dem Christkindlmarkt auf mich warten. Jedes Jahr treffen wir uns dort am selben Stand und trinken warmen Glühwein, essen Steaks vom Grill und holen uns als Nachtisch ein paar Kalorienbomben vom Süßwarenhändler um die Ecken. Das ist schon Tradition und um nichts in der Welt wollte ich die Stunden verpassen. Oh, ja gut, jetzt habe ich mich verraten. Insgeheim bin ich auch ein Freund von Weihnachten. Wenn auch ein heimlicher. Wo sie in meiner Taschen hab? Ja, das Übliche.
a Anden, Lametta, Räucherstäbchen, Lebkuchen, ein Christstollen und sogar ein bisschen Weihnachtsgebäck. Ja, was lacht es jetzt so blöd? Es ist doch schließlich Weihnachten, oder?